Es war ein Schwanz. Letztens habe ich einen Heizkörper weggebaut, bei einer Kundschaft. Man glaubt nicht, was hinter so ein kleiner 12er, 400 Meter Heizkörper alles Platz hat. Oder was die Leute da, weiß ich nicht, ob sie es verstecken oder ob sie es. Und dann stehen die hinter dir und schauen da so beim Arbeiten zu und du schraubst mit deinem Kollegen den Heizkörper weg. Ich kann jetzt den Ton gerade nicht nachmachen, aber irgendwas aus Vollgummi fällt dann am Boden runter und so und liegt dann da. Und du traust dich eigentlich nicht, dass du dich umdrehst, weil die Kundschaft steht hinter dir. Du machst dann nur so, legst das auf die Seite. Es war ein Schwanz. Und eine weinrote, wunderbare, vollgeschleimte Unterhosen. Da muss ich gleich wieder würgen, wenn ich daran denke, das war wirklich, also das war nicht so nett. Ich darf mir einfach wünschen, dass die Leute hin und wieder 10 Minuten sich Gedanken machen, wenn sie einen Handwerker holen, der irgendwas wegbauen soll, habe ich da hinten was versteckt oder habe ich da irgendwann einmal irgendwas hintergeschmissen, was ich vielleicht vergessen haben könnte. Ich lasse auch nicht die Leute in mein Nachtkastel reinschauen, wo dann ein zusammengebundener Gummi drin ist, der dann, keine Ahnung, wenn sie es aufsparen, sollen sie es in den Gefrierfach rein tun. Aber nicht hinter einen Heizkörper hinter die stopfen und dann hat einen Schwarzkugler anrufen, kannst du mal hinter meinen Heizkörper aufräumen. Das können sie auch sagen, räumen wir mal meinen Heizkörper auf, aber dann weiß ich wenigstens Bescheid, dass da nichts Normales kommt wahrscheinlich. Aber, jetzt habe ich die Geschichte wenigstens auch mal erzählt. Super.